Heute bin ich mir sicher, dass alle Elektrogeräte eine bösartige Seele haben, auch wenn man es gar nicht sieht. Hinterlistig planen sie die Weltherrschaft an sich zu reissen. Ihr glaubt mir das nicht? Momo, ich will euch jetzt beweisen. Gestern Abend stand ich noch im Bad mit nassen Haaren. Total relaxed vom Tischeln, es ist einfach wunderbar. Mein Bett ruft schon ganz laut nach mir und wartet schön auf mich. Doch mit den nassen Zotteln ist es nicht gemütlich zu liegen drin. Darum greife ich zum Föhn, der ist seit vielen Jahren mir treu. Ich habe ihn gehegt und gepflegt und darum sieht er noch aus wie neu. Doch wo ich so am Föhnen bin, ich weiss, ihr ahnt es schon, gibt's einen grossen Klapp und einen blauen Blitz auch noch. Aber wird's stockfeister, es schmeckt nach verbrannten Haar. Ich lasse im Herzkrise alles lackieren, ist ja klar. Mit dem Schock vom Leben muss ich mich zum Schnaufen zwingen. Warum zum Geier will mich mein Föhn um eine Ecke bringen? Doch plötzlich wird's mir klar, nein, das glaube ich ja nicht. Mein Föhn war ein Elektroterrorist, ein Schläfer gsi. Hat jahrelang mir vorgespielt, er sei von der lieben Sorte, nur für das er mich dann kaltblütig ermorden kann. Es wird mir Sturm, es wird mir schlecht, ich muss mich sofort setzen. Die Entdeckung von der Verschwörung ist nicht zu unterschätzen. Welche Geräte am Strom gehen bei mir sonst noch überleichen? Mixerlämpchen offen, ein Skandal sondergleichen. Welchem Gerät kann ich vertrauen, auf wen kann ich noch verlassen? Oder stehe ich hier am Ende, ganz ohne Freunde da? Ist mein Elektrozahnbürstchen der Chef von dieser Bande? Wir machen dir nichts vor, oh nein, ich habe jetzt verstanden. Die Elektromafia will die Weltmacht übernehmen, die Menschheit nah dies nah vernichten, ja uns allen das Leben nehmen. Sie sind zwar nicht bewaffnet, haben kein Gewehr und auch kein Colt, sie haben viel etwas Schlimmeres, nämlich 220 Volt. Wer hätte das je geahnt, wer hätte das je gedacht? Und ich Doppel habe mir jetzt sogar noch ChatGPT geschenkt. Wenn ich an die Gefahren denke, wird's mir kalt und heiß. Und ich, kleines Würmli, bin die Einzige, was weiss. Darum bin ich heute undercover tarnet als Liedermacherin. Entblößen euch die nackte Wahrheit, appellieren an 17. Wir müssen zurück ins Mittelalter, Rauchzeichen und Kerzenschein. Sonst ist es mit dieser Menschheit schon gleich vorbei. Ich sehe euch so, ihr glaubt mir kein Wort, das ich da sage. Doch ich garantiere euch, auch ihr werdet es erleben. Ich habe euch ja gewarnt, sogar in den höchsten Tönen.